Es gibt Momente im Leben von einem Maultier, wo sich eine kosmetische Verjüngung einfach aufdrängt. Im Fall vom Reform Muli darf sich das Resultat wirklich zeigen lassen. An dem haben wir Freude, oder ich besonders auch Freude, weil es eigentlich etwas Frisches, etwas Neues gegeben hat. Das Design hat sich geändert. Und das ist sogar international ausgezeichnet worden. Aber auch eine funktionelle Neuerung ergibt sich daraus. Das Vorzügliche ist auch noch, wir haben eine Kippkabine bekommen, die wir bis anhin nicht gekannt haben, die sicher in der Wartung, den Servicekosten seine Vorteile bietet. Und das ist eigentlich das, was mich sicher sehr freut. Ja. Freuen tut das auch die Mechaniker. Für uns bedeutet das eigentlich schon noch viel. Jetzt hat man den Motor einfach frisch vor einem suchen, wo man arbeiten damit. Doch auch der Tagesunterhalt des Fahrzeugs ist einfacher geworden. Der Ölstandmesser ist jetzt leicht zugänglich. Und das Gleiche gilt für den Luftfilter, der jetzt zusammen mit dem Batteriefach seitlich aussen der Kabine angebracht ist. Für den Fahrer relevant ist aber natürlich die neue Anordnung der Armaturen und der Bedienelemente. Der Überblick ist gut. Man hat alles da, man muss da nicht weit herumgelenkt, dass man da, sagen wir, das Pickup lüpfen kann oder Kratzboden betätigen kann. Die hydraulischen Funktionen sind griffbereit, wenn man es gerne haben. Wir sind zu Besuch bei der Pia und dem Michael Gwerder, die in Mutental und auf dem Pragelpass einen dreistufigen Milchwirtschaftsbetrieb mit Alpik und Restaurant führen. Zwischen den einzelnen Gebäuden müssen täglich Distanzen von 18 km und fast 1000 Meter Höhenunterschied bewältigt werden. Dass man hier fahrzeugmässig gewisse Ansprüche hat, liegt auf der Hand. Ihre neue Muli T10X erfüllt die voll und ganz. Mehr Platz in der Kabine, mehr Komfort. Die Federung ist besser, schon eigentlich nur besser, als vorhin der T8 war. Wir haben vorhin einen T8 gehabt, auch Reform Muli. Und natürlich mehr Motorleistung, weil wir ein bisschen viel bergwärts fahren und auch Talfahrten wieder. Also ist natürlich einiges mehr, was da rauskommt. Und der Michael gehört seit kurzem auch zu der Fangemeinde von einer ganz bestimmten Bremse. Der erste Schritt, warum wir überhaupt andere Maschinen wieder angeschaut haben, also eine andere Maschine, ein grösseres Modell, ein neues Modell, ist natürlich die Telma-Bremse, die das Fahrzeug im Chassis eingebaut hat. Und weil wir eben sehr viel mentalwärts fahren, ist das natürlich etwas Gutes und darum haben wir auch das ins Auge gefasst. Für die Bremse spricht natürlich eben ihre Wartungsfreiheit, praktisch keine Wartung und überhaupt kein Verschleiß. Und für den Betrieb im Hang ist neu in diesem Modell auch diese Sicherheitseinrichtung erhältlich. Als Optimierung hat man jetzt zusätzlich die Handbremse auch noch optimiert. Dort haben wir einen Hillholder dran. Also, sobald man das Fahrzeug abstellt, durch das Federnpaket alle 4 Radbremsen, die sicher super ist, weil das Fahrzeug im Steilhang viel gebraucht wird. Ja. Auch ökologische Aspekte zeichnen diese Maschinen aus. Ja, die Richtung ist natürlich der Rußpartikelfilter gekommen. Und das alles bei deutlich mehr Leistung. Die 110 PS hat man eigentlich nicht gekämpft vorher praktisch. Durch das hat man natürlich auch verstärkte Achsen und Getriebe darunter reingebaut, oder, dass dem Zeug auch standhaltet. Vieles ist aber auch geblieben. Zum Beispiel das bewährte Schaltgetriebe mit vorwählbaren Halbgängen und der komfortable Reform-Schnellkuppler für den Ladewagen. Trotz grösserer Kabinen sind die bisherigen Aufbaugeräte nämlich kompatibel zum neuen T10X. Der Aufbau ist genau gleich, also man kann auch Vorgängergeräte ohne Ändern drauf tun, oder? Das passt alles nach wie vor drauf. Ja, und nicht zu vergessen die Klimaanlage. Für den Michael zuerst ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich musste natürlich erst testen, die ersten Stunden, die wir hatten, dann voll abgekühlt und dann am Highway gsi, das Boot raufgefahren, hinter sie reingekabelt, ein bisschen geschwitzt, oder dann wieder für sie gefahren mit der Maschine und das war natürlich schön, aber am anderen Tag verkältet bis ich Bach ab. Aber jetzt weiss man es, jetzt klappt es, ist tipptopp. Darum der Geheimtipp für die Neufahrer von einem Muli T10X. Ich
tue dort alle in der Einführung von einem so einem TC1 sagen, tun die Klimaanlage nur auf die erste Stufe. Die kühlt sehr gut ab, weil das auch komplett frisch ist jetzt hier drin in der Klimaanlage. Früher hatten wir separate Düsen, die man einfach einstellen konnte. Heute geht das über die Heizanlage, die Klimaanlage, und durch das ist sie sicher effizient und optimiert worden in diesem Fahrzeug. Ja.